Hi Freunde, willkommen zurück hier bei Dragon Ball Z Battle of Zetman. Ja, es geht ganz spannend weiter hier im Kampf der Götter, wo ihr im ganzen Zerstörungsmodus, wie auch immer. Alter, ja, ich wollte gerade offscreen noch ein bisschen trainieren, sprich mit C18 so herumprobieren, bis ich die perfekte Strategie hätte. Und dann würde ich, oh, dachte ich mir, ja, jetzt wird es so gut aus, wie es beinahe wieder down und Builds kriege ich irgendwie auch besser hin als vorher, also, tja. Ich bin gerade live dabei, weil ich nochmal in dieser Testphase versuche, ihn Platz zu machen und hoffentlich Rang S erreiche, weil jetzt nochmal neu zu starten, das Ganze auch für euch komplett zu machen. Ich meine, ihr kennt das Ganze, ihr habt bereits im letzten Part gesehen. Wir wollen ja nicht das Let's Play unnötig in die Länge ziehen, aua. Oh, diese Scheißattacke von Bills ist übel. Verdammt, ich wollte eigentlich... Es kann doch klappen, es kann doch klappen. Alter, das ist knapp, hey. Ja, und zwar, ohne Neuversuch, genau. Ohne Neuversuch gewinnen. Verdammt, ich brauche Rang S. Komm schon, Gott, Zerstörung, Bills. Komm mal her. Oh, Whis bereits weg, ich habe mitgekriegt. Sehr gut, da Bills hat immer noch so viel KP. Ich meine, im KP abzusehen, also TP, Entschuldigung, sind natürlich TP hier, sind ja die Trefferpunkte. Im TP abzusehen ist nicht so das Problem von der Stärke her, sondern wohl eher vom Treffen. Ja, im Gegensatz dazu macht er natürlich sehr viel Damage, also, ja, komm her, du Gott, Zerstörung. Ich bin's, Michael, der Gott, der... Ja, was überhaupt? Weil Gott Let's Player geht schlecht, sogar sehr, sehr schlecht. Gott der zweifachen Super Saiyajins geht auch irgendwie nicht. Und jetzt haut er mir gerade mal drüber weich. Dankeschön. Oh, verdammt, hey, wieso hab ich bloß so wenige FP? Leute, ich will natürlich verlieren. Das irgendwie jetzt. Ja, seht ihr, es klappt doch. Man muss bloß ein bisschen strategisch arbeiten, strategisch denken und und sich verkloppen lassen, natürlich. Ah, Broly ist unser King, Ich weiß von wegen Unterstützung und Eingreiftypen. Natürlich C18 nur eine Sorte davon und Broly und Bardock sind natürlich auch Nahkampftypen, aber ich hoffe eigentlich immer noch auf Synchro 2 und Synchro 3 Moves. Ja, und so viel dazu. Was? Alter, der hat doch fast noch ein Fünftel gehabt von seinen TP, sag mal KP. Alter, und trotzdem noch gewonnen, ist das krass. Ich hoffe nur, es reicht für Ranges. Alter, wie Goku aussieht, ey. Alter, der hat einen Kampf gegen Manchen Vegeta gehabt. Hat er damals ähnlich verkloppt ausgesehen. Eine Genki-Anfrage, ist immer eine gute Idee. Du verlierst gegen niemanden. Genau, Mann. Naja, außer gegen alle anderen, aber das ist ein anderes Thema. 10 Treffpunkte habe ich noch nicht. So überhaupt, ich war doch gerade K.O. Ja, trotzdem 10 das Minimum. Das könnte natürlich sein. La. So, komm schon, ich will jetzt Rang S haben. Rang Doppel S, mir ist mir scheißegal. Ich will einfach als Hana mit der hier die... den Kalb, ja, Doppelrang S! Ja, Mann! So, wir haben kurz gucken. Hier die 3 Minuten besiegt. Genau, das haben wir noch geschafft, Freunde. Das war auch übelst krass, ey. Hildiger in 3 Minuten Plack gemacht. Vielleicht kann ich es später nochmal vorführen, weil ihr seht schon. Zweiter Stern, also Neuversuch gewonnen. Hä? Ich hab doch 2 gehabt. Achso, stimmt, mit Bardock kriege ich 3. Oh, ja, Scheibenklar. Also trotzdem Doppelrang S, obwohl ich nur einen Special-Bonus gekriegt habe. Ja, also denke mal, die Mission werden wir im Schluss nochmal machen, weil ihr seht ja, Stern 2 ist der Bills mit Super Saiyan God Goku besiegen und vielleicht gibt es dann noch eine nette kleine, ja, Sequenz wäre jetzt ein bisschen übertrieben, dann ja, eine Unterhaltung vielleicht. Wer weiß das schon? So, wir haben es geschafft, ey, ist das geil. Jetzt will ich auch die beiden haben, komm schon, Bills, Whis. Wir haben Bills in der Zerstörung und Whis auf eingeschaltet. Da empfehlen uns noch 2 Charaktere, Cell Junior und den Super Saiyajin God Goku. Alter, Leute, wenn ich gerade sowas von happy, ey. Ich kann mir gar nicht vorstellen, hey, wie happy ich gerade bin. Puh, das war aber, ja. Super geil, wobei, wieso ist das Vegeta und nicht Super Saiyajin God Goku? Hä? Also meine Liste hier steht, wenn ich hier Rang S oder höher reiche, schalte ich Super Saiyajin God Goku frei. Hä? Crazy. Ja, jedenfalls nochmal sorry dafür, dass ich das Ganze irgendwie jetzt doch halbwegs offscreen gemacht habe. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es wirklich klappt. Ich wollte einfach ein bisschen testen und so, wie die Aufnahme jetzt und dann... Naja, also wenn du schon mal so eine Chance hast, dann musst du das machen, das geht nicht anders. Aber wie gesagt, ich werde hier noch mit Super Saiyajin God Goku das Ganze nochmal machen. Hauptsache, ich schalte ihn jetzt gleich frei, aber erstmal, ne, die jetzt nicht, was ich jetzt noch machen werde,
ist Mission Nummer 50. Hildemann wiederbelebt. Vielleicht klappt ja der Trick, den ich gerade vorhin angewähnt habe, den ihr leider nicht gesehen habt, ja hier auch nochmal. Hildemann möchte ihre Regenerationsfähigkeiten. Besiegen so schnell wie möglich. Möchte ihre Gegner mit Regenerationsfähigkeiten. Hey, besiegen so schnell wie möglich, indem du viel Angriff machst. Gar nicht so leicht, Pepe zu sammeln. Was? Versuche das doch mit der Kraft Polungas Wunsch. Übrigens wegen Pepe und so. Also, der Shenlongs Juwel ist immer noch von Katz. Also, naja. Immer noch ausverkauft. Hey. Das Blondie-Team. Naja, Bol jetzt einen leichten Grünstich, aber egal. Bin dort. Alter, was für ein Team wir haben, hey. Jetzt habe ich wieder 3 neue Versuche, habe ich wieder 3. Ja, diesbezüglich noch ganz kurz. Alter, war das knapp. Ja, wegen den 3 Neuversuchen. Wieso ist teilweise 1, 2 und 3? Ich glaube, das hat vor allem mit der Stärke der Gegner zu tun, also der Charaktere, wie weit sie entwickelt sind. Ich glaube, Bardock zählt da gar nicht, weil er ein DLC-Charakter ist. Und deswegen kann es natürlich sein, dass er hier halt so übel stark dargestellt wird. Also sprich, gar nicht gezählt wird für diese Wertung und deswegen kann ich hier... Das reicht mir aber. Also Freunde, das habe ich das letzte Mal gemacht, was ihr nicht gesehen habt. Die ganze Zeit diesen Scheiß-Move. Ihr seht, ich bekomme ständig neue FP dazu. Gucken, was aufgehört. Wie gesagt, ich habe das ständig so gemacht. Und es hat sogar geklappt, Mann! So, und jetzt voll auf ihn drauf, ey, voll in die Eier. Hat der überhaupt Eier, so ein dämlicher Drachenlindenwurm oder was für ein Insekt das auch immer? Wollte jetzt wehtun. Was? Oh nein! Button Splash, muss raus da! Das war knapp. Also das kann ja der Trott natürlich auch. Oh scheiße jetzt, aber erstmal weg hier. Tschüss, kein Bock drauf. Jetzt haben wir mal mehr FP. Also, ouch! Yep, dieser Hildegarn ist glaube ich stärker als der andere. Das jetzt mal, die andere ist eine Missionszahl höher. Sondern beim anderen habe ich definitiv weniger eingesteckt und mehr ausgeteilt. Wie gesagt, wenn ihr halt da ständig mit Goku den Move hier ausführt, muss es eigentlich klappen. Naja, mehr oder weniger. So, C18 kann zu mir. Alter Schwede. C18 kann mich bitte mal ein bisschen healen. Und nicht so. 1000 KP oder so. Dankeschön. Sollen wir ein bisschen healen? Kriege ich eigentlich auch dafür KP? Nee. Wow, das war knapp. C18, kannst du mich bitte schon mal healen? Das war's. Dankeschön, Bardock. Oh, stimmt ja, ich hab vergessen. Goku mit seine Ding auszurüsten. Dann manche Bohnen, Entschuldigung. Wir gehen noch ein bisschen durch den Wind, weil wir endlich die Gott-Mission geschafft haben. Hey. So, ihr seht schon, wir sind gleich wieder durch. Also so könnt ihr mit Super Saiyan 2 Goku echt unglaublich spammen. Das ist der helle Wahnsinn. Das bin ich dann noch viel stärker. Jetzt hau ich aber drauf, ey. Nur gerade sagen, den hat auch viel weniger Schaden. Okay, also zu dem Server hat ich den anderen Hildegarn bereits erledigt, ganz ehrlich. Der ist echt stärker, der hier. Ups. Obwohl, das hat der andere auch schon gemacht, also von dem her. Da muss ich wohl korrigieren meine Aussage und sagen, dass der andere Hildegarn weniger Defense hat. Da habe ich nur noch 3. Da waren nur noch 2. Alter, alle 3 ausgenockt. Ja! Alter, ich das hasse, wenn die Steuerung nicht klappt. So, jetzt reißt's mir aber. Mann, Goku, das bringt doch nichts. Nein, Flammenwurf und tschüss. Alter, ein Instant-Kill der Flammenwurf. Der ist echt stärker. Jupp, haut da ab. Jupp, da bin ich wieder. Jupp, da bin ich wieder weg. Leicht verrückt ist das ja schon, wa? Keine Sorge, wir haben einen anderen gekriegt, kriegen wir den hier auch. Also bitte. Kurz abbrechen, mir einen Sensorbunde geben und dann auf ein neues.
Was war jetzt mein Fehler? Wie gesagt, am anderen ging das, Alter, in 2 Minuten platt. Ganz ehrlich, das ging ratzefatze. Okay, hat eine Senselboden eine halbe, okay, aber trotzdem. So, hier noch eine Karte, Blut der Kriegerrasse. Wie gesagt, Verbindungsverfeindung gefallen. Okay, natürlich, hier bringt es gerade sehr viel. Machen wir den hier, der bringt, glaube ich, hier mehr. Und halt TP je nach Schaden und Gegner zugefügt hast, ganz cool. Wie gesagt, hier halt wegen der Gottmission, weil so viele Gegner waren, aber ich dachte halt, das wäre ganz cool. Das sind die Karten, das sind die da, bei Boli halt vor allem, weil der einen TP reduziert, steigt Angriffskraft für Nahkampf und Kriegsexplosionen, hier wieder Angriffskraft, auch weil TP verringert werden. Bei ihm ist das echt der Burner, ihr habt ja gesehen, der haut richtig rein. Und Bardock, naja, unser Joker halt. Der hat ähnliche Dinge mit TP. Special wird stärker und halt Schaden für Spezialbewegungen, die er auch ziemlich geile drauf hat. So, jetzt mal zu meinem Blondie-Team. Ich glaube wirklich, dass der zweifache hier besser ist als der dreifache Super Saiyajin Goku. Weil der dreifach mein klassen Drachensprint, mit dem man vom gegnerischen Gegner einfach irgendwie kurz lähmen kann, ist ja ganz schön und cool. Aber hier bei Hildegard brauchst du schon so eine Art, ja, richtige Drachenfaust. Kein Drachensprint, sondern Drachenfaust. Jetzt versuchen wir es direkt nochmal. Leute, brauchen mehr AFP. Dankeschön. Ach du Scheiße. Leute, brauchen mehr AFP. Zum Arsch AFP mehr. Ey, Leute, wo bleibt der AFP? So, jetzt aber. Oh, jetzt hau ich drauf wie ein Schnitzel. Du hast natürlich auch eine coole 40-Treffer-Kombo. Du hast sogar 50. Hast du was 60? Alter, voll die Hälfte abgezogen. Ich hab so keine FP mehr, aber war cool. Also kann man sagen, was man will, Leute, aber der Move hier war echt grandios. Solange rot ist, macht jetzt hier nicht mehr viel. Boah, das ist sowieso viel zu übel. Autsch! Was zum Henker? Der macht echt übelst Schaden. Komm schon einmal noch nach Haberin. Wie kann so ein Riesentiber so viel Schaden machen? Erklärt mir das mal! Glück stark meine TP wieder, die Trefferpunkte. So kommst du mal. Aua, natürlich, direkt auf mich drauf. Alter, auf einmal tot. Oh, verdammt, hey. So, komm schon, Leute, jetzt kriegen wir ihn einfach immer Safte drauf. Guck, was soll das? Wieso aufhören? So, jetzt aber. Geht doch. Okay, also der Typ war definitiv stärker als der da Mission 59 mit den Götten und so, aber trotzdem, wir haben es geschafft. Mission erfüllt. Oh Mann, das gibt vermutlich keinen Rang S mehr, aber ist mir egal. Man muss hier wohl für Rang S haben. Zeit? Kein Neuversuch? Nö, definitiv nur Rang A. Du, ist mir aber egal. Und was kriegen wir hier? Tebeler Teile Hildegard mit einmal auf 0 gesenkt. Ist klar. Und Neuversuch gewonnen. Puh. Also erstens kriegst du zwar schon hin, aber muss ja aber grausam auf Zeit spielen, die ganze Zeit auf Defense. Dann eventuell. Aber nee, kein Bock drauf.
Weil hier gibt es ja sowieso nichts mehr zum Freischalten, denn irgendwie gegen die Bosscharaktere selber kämpfen, also als Bosscharakter so fighten geht ja sowieso nicht, also von dem her. Was soll's, Freunde, was soll's? Sollen wir das alles durch hier? Das auch. Was jetzt noch fehlt, sind 2 Missionen erstmal hier. Wo haben wir es jetzt? Genau. Mission 60, was auch immer das sein soll. Dann noch Mission 58, besiege alle Gegner oder schaffe 5 Minuten am Start. Okay, machen wir alle Gegner, wa? Du glaube ich, denke ich, ganz so weit gut aufgehen. Oh Mann, oh, versuchen wir es nochmal. Los geht's, Freunde. Mit unserem Blondie-Team. Zum letzten Mal. Ich gucke mal auf die Uhr, wir haben knapp noch Minuten Zeit. Das ist der 40. Part. Wenn es klappt, Freunde, versuche ich noch die restlichen 2 Kämpfe in diesem Part zu packen. Es ist zwar eher unwahrscheinlich, aber naja. Also bitte nicht verwundert sein, wenn ihr da auf Leistungen nachguckt und seht, oh, 40 Minuten Part oder so. Ich rechne heute mit dezenter Überlänge. Wenn ich dezent meine, natürlich, ja, grausam. Liege ich aus dem Ring raus oder wie? Das wäre noch gut zu wissen. Ja, das bringt zwar nichts. Scheiße! Geh gar nicht auf mich los! Was sind sie überhaupt? Ich sehe es gar nicht. Ich sehe nur, wie viele ich besiegt habe, aber ich sehe nicht, wie viele es insgesamt sind. Mann, dann volle Kraft, der geht vermutlich schneller! Kann ich ob hier... was macht ein Metallcooler hier? Ja und? Bis außerhalb des Rings. Achso, und wir sind sofort... Alter! Okay, ja, ich sehe es bereits. Braucht also gute Defense und so, ganz klar. Alter, dämlicher Cell Junior, hau ab! Sind die Gegner eigentlich stark oder wie sieht's aus? Also des Rings. Oh. Ja, ich natürlich die Frage, was ist hier gemeint mit alle Gegner? Wie viele sind es überhaupt? Wow, das war knapp. Das ist ja näher, komm schon, genug FP. Oh, ein goldener. Ja, ist gerade ziemlich noch spannend, Freunde. Ich überlege gerade noch, wie kann ich eigentlich verhindern, dass Jan aus dem Ring fliegen? Oder fliegen sie gar nicht aus dem Ring und nur ich? Wäre natürlich viel cooler. Spezialbonus, weil wir bloß wofür? Das Besiegen der anderen. Keiner in der Nähe, schade. Kommt auf mich zu, kommt auf mich zu. Ja. Was? Machibu? Was macht der hier? Dankeschön. Also K.O. gehen ist hier wohl eher nicht möglich, außer eben halt außerhalb des Rings und so. Momentan sieht es auch da wieder gut aus. Wie viele Gegner hat's denn hier überhaupt? So ein Pech haben wir mal über 100 und so, oder was? Moment mal, ich sehe da rechts oben eine Anzeige. Das bereits die letzten? Ja, wie jetzt werden? Außerhalb des Rings. Hä?
gar nichts gesehen. Oh, verreckt. Ja, was ist jetzt hier die beste Strategie? Irgendwie überlasse alles mir und so und versteckt ihr euch, oder wie? Auf Defense spielen? Ich weiß doch nicht. Ich meine, Polen wieder Rang 10. Okay, also gut, meine Sensoren habe ich ja wieder, aber die werden mir nicht sehr viel bringen. Außerhalb des Rings, ey, wenn das ein Arena-Feld ist, das kann ein Neuversuch. Ja, verstehe ich auch. Aber ich habe sowieso 3, also mir geht ja eh nicht.